Aber schon mal ein hilfreiches Item für jetzt. Ach, wir kriegen schon direkt Auge der Wahrheit. Oh, jetzt wird spannend. Ich hab gemeint, wir kriegen irgendwie zuerst eine Karte. Warte mal, vielleicht gibt es ja gar keine Karte. Und ich habe jetzt mit Absicht nicht vorgelesen, was das soll, weil ich kann es einfach sagen. Wie wir das einschalten, sehen wir... Ah ja, schau hier. Sachen, die vorher unsichtbar waren. Wie zum Beispiel die Kisten da hinten. 200 Rubine, ja, ich bin immer noch voll. Problem ist halt, das kostet alles Magie. Was aber gut ist, man kann es relativ flink ein- und ausschalten. Einfach auf C. Okay, es ist praktisch nur in der Mitte ein Loch. Dekonüsse? Ja klar, ich habe alle im Kampf gegen Darkling verballert, aber... Oder warte mal. Ja, toll. Das war dann die zweite Möglichkeit gewesen. Ich hätte dann geschaut, ob man von außen nur rein kann. Ja. Komm. Pass. Irgendwas mache ich grundlegend falsch. Das gibt's doch nicht. Der Kollege. So, komm mal runter. Bin ich persönlich jetzt nicht so der Freund davon. Weil, kann man den Haufen doch freisprengen? Tatsächlich. Nein. Obwohl, ja gut, weil ich es jetzt rausgefunden habe. Nüsse. Mann. Ja. Tatsache. Da haben wir erklärt, den können wir mit der Bombe zerfetzen. Ha! Lauf gut so, lauf gut so. 5 Rubine, ja, Alter. So, Kollege. Jetzt waren es mir wieder. Und Rubine, 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 Rubine. Weiteres Skulptula. Gibt es da was zum Freispringen? Nicht, gell? Na. Aber warum ist da? Ah, Kisten. Das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite irgendwo ein Eingang. Ja. Nice. Nur mehr Schlüssel, oder? Ja, nice, Alter. Das waren dann die, Olli. Oh lol, auch wieder nur wegen der Skulptula. Aber das finde ich aber nice. Das hat sich nicht so noch okay gerade, aber ich finde es ja gut. Weiter zum Thema mit den Skulptulas, weil ich weiß, ich hänge Stand jetzt ein bisschen hinterher. Also ich habe bei weitem nicht alle gefunden. Weil ich habe mir gesagt, ich möchte auf jeden Fall alle haben. Und dann muss ich halt irgendwann zum Schluss halt dann nochmal backtracken und alles. Aber das macht nichts. Ich finde, dass ich ziemlich gut dabei bin, was das so geht. Und wo die Herzteile her. Da bin ich noch besser dabei, finde ich. Echt jetzt? Schon wieder nur Skulptula? Alter, das war halt so ein fiese Attack, oder? Ja, damit rechnet man natürlich nicht. Das war schon die dritte jetzt so in dem Mini-Dungeon. Wait, ist das Chor-Rückweg? Ist das der einzige? Oh. Schaut fast danach aus. Ist doch die Karte! Nein! Oh. Ey, unfassbar ist es. Da ist noch was. Auf B2. Wo ist B2? Aha! Da ist was auf B2. War zwar absolut nicht nötig jetzt zum Holen, aber ich hab Bock gehabt.
Krabbelminen. Yes! Gut, dann was ist jetzt vom Grund des Brunnens? Besser gegangen, als ich gemeint habe tatsächlich. Der Fluch ist von mir genommen, 1000 Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Herzteil! Nice! Der Fluch ist von mir genommen, 1000 Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung. Neue eine. Wuhu. Von allen Geschenken sind die Krabbelminen wirklich das uselesseste. Krabbelminen, Alter, verpiss sie doch. Was hast du denn zum Sagen? Danke, dass du meine Kinder befreit hast. Was mit mir ist, oh, das ist schon in Ordnung. Du hast jetzt bereits 63 Skulltulas zerstört. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Okay, ich weiß natürlich nicht, aber es hat gerade den Anschein gemacht, als darf man jetzt keine Belohnungen mehr kriegen, bis man die 100 hat und dann ist er oder sie frei. Was wir natürlich gleich erledigen können, ist zu schauen, für was die Erbse dort gut ist, weil da war ja noch irgendwann ein Herzteil. Das ist doch nicht wahr, Alter. Man kann einfach stehen. Das hat für mich die ganze Zeit so ausgeschaut, das kann man doch nicht stehen. Was ich die ganze Zeit probiert habe, ja, das habe ich probiert. Nein! Wow. Habe ich noch nicht gesagt, weil wir dort für die Eisenstiefel brauchen. Da gibt es nämlich ein Herzteil wieder. Heute weiter können wir sogar runter, oder? Nein, das waren die Eisenstiefel. Ja, also alles richtig gemacht. Man kann erst mit den Eisenstiefel das Herzteil holen und ja. Ist zwar wieder ein komplett randomes Loch in der Steppe, aber Herzteil nehmen wir natürlich mit. So, mit dem Auge der Wahrheit können wir jetzt endlich in den Schattentempel direkt reingehen. Wenn wir vorher bloß ein bisschen schnuppern können. Okay, und wie erwartet, wie erwartet, können wir ja dann dort durchschauen. Manche Schädel sind weg. Was steht denn da? Nur der, dessen Schritte heilig sind, wird das Tal des Todes durchqueren. Drehe meinen Schnabel zum Schädel der Wahrheit. Andernfalls stürzt du in unendliche Dunkelheit. Gut. Chill mal kurz. Das ist schon der da. Okay, jetzt ist zumindest schon mal das Tor da hinten aufgegangen. Perfekt. Was hat der jetzt vorher gemacht? Oder das Schüttel vorher gesagt? Heilige Schritte? Alter, what? Fuck, jetzt habe ich es nicht gelesen. Scheiße! Der Schattentempel. Hier ruhen Hyrules blutige Zeugnisse von großer Gier und blindem Hass. Darf ich jetzt reingehen oder nicht? In der Dunkelheit verborgen, das bloße Auge listig täuschen, bleibt der rechte Weg verhüllt. Nein, das Labyrinth jetzt oder wie? Na, jeder mit dem Auge der Wahrheit wird sich manches offenbaren. Was noch von Dunkelheit umgeben. Echt jetzt? Ist der jetzt heftiger geworden? Ah! Du Hund! Bist dich beide? Ja, es gingen immer nur 3 Hits gegen den. Ja, aber mit Master Sword machen wir gefühlt doppelten Damage. Es ist gleich irgendwie sowas wie Karten. War ganz nice. Jetzt wie das letzte Mal her. Junge. Oh. Doch nicht. Besser. Ja, besser, ich weiß nicht. Cooler. Die Gleitstiefel. Mit diesen seltsamen Schuhen schwebst du über dem Boden.
Du kannst damit für kurze Zeit sogar Abgründe überqueren. Habe Mut und vertraue den Stiefeln. Ja, jetzt haben wir nur mal an das paar Stiefel gekriegt. Und ich bin nie wirklich ein Freund davon gewesen von diesen Stiefeln. Kollege. Okay, das ist schnell, ne? Map. Danke. Na egal, auf jeden Fall müssen wir jetzt die Schuhe ziehen. Gleitstiefel. Da wobbelt man erst einmal so ein bisschen um und um. Kommt nicht richtig vom Pfleg. Aber dafür kommen wir fast runtergefallen, danke. Ja, und ich weiß ganz genau, wie es das Splatty irgendwie auszuziehen. Oha, der hat mehrere. Okay, dann war das anscheinend der fette Dude. Rechts und links. Gehen wir mal links. Hallo? Jetzt haben wir erst einmal da die Aktivierrubine wieder, ey. Und dann schauen wir, was so abgeht. Willst du mit einer Fähre in fremde Gefilde reisen, so tritt näher. Du, der Fährmann muss mich noch nicht abholen. Ich möchte erst mal wissen, was da ist. Irgendwie ein Schlüssel oder so. Oder? Ja. Es war so klar! Ja, dann muss ich mich jetzt da stürzen, oder? Auf jeden Fall ist der Skulptor da. Irgendwo. Da, ich hab das noch irgendwie im Kopf, da diese Fähre da. Ganz mieses Gefühl auch wieder mal dabei. Ganz mies. Bisschen makaber. Ja, toll. Ich muss jetzt erst den Klosuppen freimachen. Kompass, oder? Aber wie dieser Kompass ist, wo geht's dann nur weiter? Weil da drüben bei der Fähre geht's ja noch nicht. Dann müssen wir auf die Map schauen. Kommt er doch weiter? Hä? Das hab ich da nicht gesehen. B4. Das ist das mit der Fähre da ganz unten. Okay, da ist der Boss. Boah, wer ist denn nur mit der Boss? Keine Ahnung, Mann. Dann ist jetzt this the way to go. Auf B2 wieder weiter zum Kimmer. Ja. Okay, freispringen und Schlüssel finden. Das war so das Ding. Passt. Guillotinen? Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Ja, Mann. War schon so oft so. Schön, dass du mir wenigstens vorher warnst diesmal. Okay, dann kill ich die halt nicht. Oh. Nö, Kollege, bist du auch mal wieder dabei? Schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben ja Struggle gehabt das letzte Mal ein bisschen. Oh, du Pisser. Möchtest du bitte anvisieren, Link? Oder beziehungsweise Navi. Okay.
Stress beseitigt. That was close. Sackgasse, das ist ja gut. Weil Skulltula und da Kiste. Rubine, ja. Und wie schon erwartet, direkt daneben. Pfeile, ja. Das war ja einfach nur für die Skulltula jetzt. Das ist immer so viel geiler, wenn du so einen Weg als erstes machst. Sonst hast du nachher wieder das Geschieß. Holy shit, war das knapp. Wenigstens hat das geklappt. Warte mal, ist da was noch? Na. Keine Tricks und keine Fallen. Oh lol. 3 Kisten in dem Raum. Nur der die Augen der Wahrheit besitzt, wird Schutz vor den tödlichen Stacheln finden. Ich habe den Schutz gefunden. Einmal das System gedribbelt. Da ist das Skulltula. Hey, ich höre dir raus. Die erste Kisten. Pfeile. Die Rechnungsscheibe mit Schlüssel, aber irgendwie... Nö. Okay, das ist schnell gegangen, dass ich zu dir komme. Liebe Skulltula. Das Schöne ist, dass man da rauf kann. Kiste da drüben. Ah ja, I see. Achso, okay, man hätte gar nicht so stylisch rüberspringen müssen. Naja. Ah, okay, wow. Ich hab mir schon gedacht, dass man da irgendwie jetzt ewig suchen muss, aber okay. Dann erscheint die einfach mit dem Druck des Schalters. Und dann Schlüssel. Irgendwie muss ich sagen, dass der Dungeon bisher sehr linear ist tatsächlich. Oh. Gut. Aber man muss sie wieder killen. Gibt's da wieder einen Schlüssel? Muss ja fast, weil sonst können wir da oben nicht drauf. Und sonst haben wir schon als Object eigentlich. Nein! Oh nein! Na gut, aber nachdem wir die Aktivierrubine haben, müssen wir sowieso da durchgehen, ne? Ich schätze mir das an der dicken... Nein! Oh shit! Das habe ich nämlich die ganze Zeit gesucht, so ein Haken an der Dicken. Und dann nehmen wir den hin. Gutes gegangen. Skulltula, hey! Hey, heute schon wieder einige gesammelt. Ah, okay. Müssen wir wahrscheinlich da was in den Totenkopf schmeißen. Bumm! Kaboom! Ah, da ist ein Schlüssel rausgefallen.
What, das ist arschig. Ja, okay, gut, wir hatten so einen Save Point da. Ich glaube, das ist jetzt die erste richtige fordernde Stelle. Was haben die eigentlich da unten? Bei die Gräber so Entlüftungsanlagen, Mann. Ich denke mal, man muss jetzt irgendwie mit Pfeile wieder was machen, aber na. Pfeile. Hoffentlich sagt das Ding was. Ich höre die Geister in diesem Raum flüstern. Sie flüstern mir zu. Jener, dessen Schritte heilig sind, möge sich vom Wind treiben lassen. Er führt ihn über den verborgenen Pfad. Nee. Es geht doch rein. Na dann. Oh ja, das schaut sehr, sehr gut aus. Jetzt sind wir gleich beim, bei diesem Schiff. Bei der Fähre. Schau an, schau an. Was haben wir denn da? Schlüssel. Gut, wir hätten es so oder so gefunden, weil da ja angezeigt wird, dass nur eine Kiste da ist. Nehmen wir eine kleine Belohnung oder was? Wenn das jetzt wieder bloß so 5 Rubine sind, hä? Also. Ah. Ja, und da sind wir. Bei der Fähre. Und jetzt können wir den Weg freilegen. Warum schiebe ich eigentlich den Klotz mal um? Bringt das überhaupt irgendwas? Ja, bringt's. Da oben! Ich glaube, ich habe das noch nicht hergezeigt, aber jetzt wird es Zeit. Und da werde ich noch einige nachholen müssen, fällt mir gerade auf. Oh shit. Balzac erscheint. Mit der Vogelscheuchenpolka. Die wir ja schon vor ganz langer Zeit vorgespielt haben und was es hier ist. Und es geht ja dann so in die Orte. Ist es der Gegner da in dem Dungeon? Also man schaut ja so aus wie diese Galionsfigur. Und ich glaube, das gibt eine Cutscene. Yes. Das erinnert mich jetzt, also wie die Glocken da so leiten, erinnert mich an Heart Gold Soul Silver. Okay. Oh, du Pisser! Ich war nicht ready dafür. Sag mal, haben wir jetzt irgendwie ein Time Limit oder was ist das jetzt? Ah, okay. Der Kollege ist auch wieder am Start. Nice. Mann, komm, halt so einen Kack. Ich möchte Action machen. Ich möchte Action. Das Schiff singt. Wo muss ich denn hier? Ja, was? Ach, fick dich doch. Ja, das war jetzt echt unnötig. Lol, die Swing. Erzähl. Auf das habe ich gewartet. Auf das habe ich sowas von gewartet. Bis die unsichtbaren Gegner kämen. Wir haben was jetzt schon wieder? 5 Rubine. Nein, das ist jetzt mehr nützlich. Okay, das gleiche Spielchen und wahrscheinlich nur mal. Nummer 1. Das nutzt mir wieder absolut gar nichts. Ist jetzt bloß Bonus oder wie? Ja, wenigstens ein goldenes Skulltiller. Dann geht es klar.
Mhm. Einfach wegbringen, die Scheiße. Oh, wait, was? Da ist auch ein Skulptur-Symbol. Hey, das macht's ja dann nur viel einfacher. Dann muss ich einfach mal viel mehr auf Karten schauen. Hey, diese geschissene 5 Rubine, Alter, hey. Echt jetzt? Das kann doch fast das kann ich nicht bringen, oder? Die Vogelscheuchen-Polka ist notwendig. Ach so, lol, ist es nicht da. Ist es halt auch nicht. Hier mit einem Feuerpfeil nur wahrscheinlich die Donnerblumen aktivieren können. Hm. Alter, heftig und sogar noch einen Schlüssel gehabt. Okay. Soll ich gleich regeln? Ich weiß es nicht. Junge! Ah, mal runter, oder? Oh shit, da war was. Oh Mist. Ich weiß nicht mehr, wie das gegangen ist. Oh Mann. Irgend so ein Trommelmongo. Bestialische Schattenmonstrosität. Bongo. Junge, was für ein Scheiß. Ja, okay, vielleicht so die. Da dazu. Die normalen Schuhe nehmen. So, erstmal. Was hast du denn zu sagen? Das ist Bongo. Diese Schattenbestie ist aus den Tiefen der Hölle auferstanden. Nutze das Auge der Wahrheit. Oh, wait. Ah, shit. Hallo? Ha. Ah, okay, geht im Moment. Navi, wie sie einfach oh. Ey, Junge. Es ist zum Kotzen. Zum Kotzen, wirklich. Genau so muss das nämlich sein. So Pfeile.
Geht das jetzt ein bisschen weiter oder wie? Erstmal, was sagst du denn dazu? Ja, passt. Das ist immer nur das Gleiche, was du zu dir hingesagt hast. Und das war's schon. Lol. Aber Bongo Bongo. Ja, hätte es nicht ein bisschen noch Namen sehen können. Hey, aber war das jetzt diese Schattengestalt da? I don't know. Aber der 17. Herzcontainer. Und ab. Halle der Weisen. Stimmt, wir haben Impa ja gar nicht gesehen. Ja, ich meine, die anderen haben wir ja alle im Tempel gesehen. Du hast die Kreatur des Bösen bezwungen und den Flug vom Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Mare. Denn ich bin nicht allein Prinzessin Zeldas Vertraute, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. Die Sheikahs waren seit Generationen die getreuen Diener des Königsgeschlechts von Hyrule, jedoch auf den Tag genau vor 7 Jahren griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrules König. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, den bestgehüteten Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Als ich dich damals bei unserer Flucht aus dem Schloss sah, warst du nur ein kleiner Junge. Jetzt ist es dir ein stolzer Held geworden. Und ganz schön spitz die Nosen. Wir müssen uns keine Sorgen machen, die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Jetzt, Sir? Hä, aber was ist mit Ganondorf dann? Schon bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Sie wird dir alles erklären. Dann, wenn die 6 Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist. Geh nun, steh Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten, ich lege sie in dieses Amulett. Das Amulett des Schattens. Immer gibt sie als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihre Kraft. Dankeschön. Bitte suche die Prinzessin.